Take your chance, beat it now. 今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せるin the night 豪華なメンツ秒読み to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野で武者震いで沈む大地地響きが轟く闇 Nothing can stop you now 沸騰していくテンションどうもない日が Wake up 乗るか反るかどうもないアクション断崖ギリギリ極限までサバUnd damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Dragon Ball Raging Blast 2 Online. Oh ja, Freunde, wie ihr bereits gesehen habt, ich habe neue Charaktere freigeschaltet. In diesem Sinne, für diesen ersten Part mal bekommt den ersten Auftritt Majin Vegeta. Und natürlich ein total epischer Fight zwischen den beiden Majins, sprich Majin Buu, beziehungsweise als Kid Buu, der mich gerade ziemlich in die Mangel nimmt mit seiner dämlichen Combo. Und natürlich ich halt als Majin Vegeta, nicht wahr? So, ihr habt gesehen, ihr habt noch ein Intro eingespielt. Dieses Intro, Freunde, das kann ich, wenn ihr wollt, bei jeder Folge einblenden. Ich denke mal, vor allem deswegen halt, weil es ziemlich episch ist und mir deswegen auch sehr gut gefällt. Aber wenn ihr sagt, nee, jedes Mal ist langweilig und so, wollen Kämpfe sehen, ich finde das Intro halt, dann lasst natürlich weg. Also das könnt ihr entscheiden. So. Die Buu ist jetzt mal weg vom Fenster, kommt da wieder O-Teleportation. Ah, wie ich die Technik hasse, wie ich das hasse. Und da ist er, und das war ein Fehlerkumpel. Na, kommst du? Oh, Alter! Nein! Was, schon wieder? Und tschüss! Ausgewichen. Ha, ja, Freunde, haben ein bisschen trainiert, vor allem hier Superangriff, den auszuweichen, das dürfte mittlerweile gar kein Problem mehr sein. Den Rest hier normal ausweichen, offscreen, ich sag immer offscreen, offline ist mittlerweile auch nicht mehr so das Problem. Online, ja, ihr seht schon, noch relativ ein bisschen, sage ich jetzt mal. Ist ja immer noch ein bisschen Timing-Frage, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt mal gucken. Auf keinen Fall das Ultimate Jutsu einsetzen. Jutsu sage ich immer. Die ultimative Technik einsetzen, denn dies beim Majin Vegeta ziemlich übel und wird mich all meine Lebensenergie kosten. Sag mal, was ist das für ein Gegner ist? Jetzt ziehen wir die gleiche Attacke ein, ich möchte die gleiche Combo. Nicht mir, Kumpel, nicht nochmal. Boom. So, oh. Komm schon, ich will die 5er-Kombo. Wow. Ja, seht ihr, hat doch geklappt. Ab und zu klappt es noch mit dem Ausweichen. Abblocken. Geht doch. Und jetzt der Wurf. Und jetzt ganz schnell die Urknall-Attacke hinterher. Okay, der kann auch ausweichen. Von mir aus. So, Freunde, was ich noch sagen wollte in der zweiten Staffel und so. Die zweite Staffel ist für mich sowas wie eine Vorbereitung zur dritten Staffel, was eigentlich auch schon fast die Schlussstaffel sein soll. Dritte Staffel, da werde ich vor allem dann wettkampfmäßig und so online sehr viel machen und vor allem dort hauptsächlich unterwegs sein. Die zweite Staffel, wie gesagt, als Vorbereitung dazu, weil ich hier vor allem noch die ganzen Charaktere freispielen möchte. Euch diesbezüglich auch zeigen möchte und so auf diesem Wege auch trainieren bzw. noch Erfahrungen sammeln möchte. Das ist eigentlich der tiefere Sinn hier der zweiten Staffel. Und natürlich auch, dass die Folgen regelmäßiger kommen. So, der erste Kampf vorbei. Majin Vegeta hat zwar gewonnen, doch jetzt dürfte es wohl ein bisschen weniger schön werden. Der Kampf der dreifachen Super Saiyajins, alter Schwede. Goku gegen Broly, ja, das wird lustig. Durchaus, ja, wird lustig. Oh, auf Namek, dem zerstörten Planeten. Ja, immerhin Location, die stimmt. Also wenn zwei dreifache Super Saiyajins fighten, dann wird es etwa so aussehen. So, guck mal, was machst du? Alter, voll die grünen Haare. Du bist noch grün in den Ohren. Haha, stimmt sogar.
Da seht ihr die Haare, die sind rein in den Ohren noch. Naja. So, erst ein bisschen Key sammeln. Broly, Brokkoli, was machst du? Wow. Aua, voll im Magen. Oh, die 5er-Kombo. Aua. Na. Bäm. Ich war so ein bisschen fies hinten. Aber manchmal muss ein bisschen fies sein und vor allem einfallsreich. Und. Hallo? Einfach einen Move dreht. Aua. Oh, Mann, oh Mann. Uah. Nein, der war zu nah dran. Ich kann nicht mehr ausweichen. Musste abblocken. Boom. Voll in die Fresse. Na, Broly. Was machst du denn? Dann komm schon mit zuerst. Ah, er war schneller. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Verbindung, die steht relativ gut mit 3 Strichen. Naja. Wird schon gut gehen. Müssen wir einfach ein bisschen dran gewöhnen wieder. Aua. Mann. Ja, wollte die Combo machen. Verdammt, das war an der Wand. Tschüss. Boom. Das ist eine geile Kombi. Da muss man halt ein bisschen den Rückstoßeffekt der Felsen ausnutzen. Na, kommst du? Alter. Ja, dann halt. So kann ich auch, siehst du? Ja, Mann. Das eigentlich ist ein bisschen unlogisch, weil Broly dürfte gar kein Problem haben mit Goku. Denn ganz ehrlich, Broly hier ist einfach ein Super Saiyan, als legendärer, wohlgemerkt. Dem muss sowas immens stark sein, dürfte Goku gar keine Chance haben, aber nicht mal die geringste Chance. Doch, wir haben gesiegt. Aber die Frage ist, wird es beim dritten Kampf, ist es irgendwie ein Broly-Tag heute oder was? Auch so sein, guter dritter Kampf, Goten gegen Broly, ja, hat auch ein bisschen was vom Film, oder? Ich glaube, das war Film Nummer 8, glaube ich, da mit Brolys Rückkehr und so. Auf die Erde damals, ist schon eine Weile her, aber egal. Ja, wird interessant. Vor allem mit Goten, der ja eigentlich eine coole Kombi drauf hätte und so, aber mit dem ich mich bisher ein bisschen schwer getan habe. Ein kleinen Zwirbel, na, Goten, komm schon, boom, ah, geht doch. Kleiner aber hoch, oh, scheiße, nur noch 2, nein! Oh. Scheiße, kann ich mal blocken. Nein, das Timing stimmt nicht mehr. Aber ich hatte so eine schlechte Verbindung. 2 Striche, oh. Na, ich hoffe, es geht gut. So, boom, bam. Jetzt geht's noch. Kleiner Boho. Boom, und weg ist. Ah, nein. Er muss ein bisschen tricksen, Freunde, weil sonst wird er mich ein paar Superangriffen platt machen. So viel dürfte wohl klar sein. So, Broly. Hallo, Broly, komm runter. Der will nicht. Die alte Arschgeige. Und wir können verwandeln. Goten, weg da. Weg da, Goten. Nein. Oh, ja, alter Block. Also, sprich ausweichen, war doch weit genug weg. Das ist immer so eine Timing-Frage. Kann sich halt auf die Startverbindung einstellen. Aber ja, das ist etwas... Aua, Mann. Hallo, Spammer. Aber es ist halt etwas, worüber ich mich nicht wirklich beklagen darf, denn ganz ehrlich, natürlich geht es anderen auch so und deswegen ist es eine reine Übungssache, da mit dem Timing und so. Alter, jetzt mal auf mit dem Spammen. So, da hast du davon. Seht ihr, wollte gerade wieder die Explosionswelle machen. So, jetzt wird er geblockt. Mann, oh Mann, ey. Hat er gemerkt, oh, die Verbindung ist schlecht, spam ich halt ein bisschen. Ja, die Typen haben natürlich am liebsten. So, okay, sich darauf einstellen, wird relativ gut gehen momentan. Ich block zwar nur noch, weil Ausweichen nicht mehr geht richtig, also wird schon noch gehen, aber es ist ein bisschen gefährlich. Was machen wir bloß mit dir, Goten? Was machen wir bloß, Kumpel? Ja, komm schon, gut, jetzt komm, greif an! Nein, nicht so. Nein, oh verdammter Mist, ich hatte gehofft, er wird durch den Rückpralleffekt getroffen. Nein, er hat's perfekt abgepasst. Oh, die erste Niederlage für heute. Schmerz. Okay. C16 ist am Start. Auch wieder mal einer der Charaktere, die ich bis jetzt noch nie eingesetzt habe. Und deswegen, ja, wie bereits erwähnt, Staffel 2 und so, vor allem die Charaktere einsetzen, die ich noch nie eingesetzt habe. Trainieren, unterhalten das natürlich auch noch, wenn es überhaupt möglich ist, nicht wahr? Und so auch eure Kommentare und Tipps abwarten und einsetzen, wenn möglich. Au, das tut sogar dem Cyborg weh. Aha, so, jetzt bin ich hinter dir, Kumpel. Und bam, seht ihr, kann ich auch. 5er-Kombo mittlerweile, mit dem Schlangen im Magen. Ja, beherrsche ich mittlerweile auch. Ist echt ein cooler Move, ja. Wenn ich sicher künftig noch öfters einsetzen. Wenn ich dazu komme. So, C16, komm schon. Der Höhlenblüte. Der funktioniert so. Ja, wahrscheinlich nach Last. Okay, ich müsste künftig für euch irgendwie da einen Charakter online einsetzen. Vielleicht mal offscreen damit zocken.
Damit ich ungefähr weiß, wie die Attacke funktioniert, ob es ein Fernkampf-Move ist, Nahkampf-Move, oder ob es weh tut. So, ausgewichen. Und, komm runter. Na, macht eben den gleichen Scheiß. So, ein drittes Mal klappt das aber nicht mehr. Ein drittes Mal funktioniert das nicht mehr, kannst vergessen, zaubern. So, weg da. Ah, seht ihr, geht da. Dritte Seite. Bäm. Na, warte, Höllenblitz. So, mal kurz die Arme abnehmen. Hasta la vista, Baby. Was? So wenig? Dann hat die irgendwie einen Charakter geskillt oder was? So, jetzt hab ich den Kumpel. Ich hab deinen Ruf raus. Jetzt bist du dran. Was? Oh, come on, nee, das gibt's ja wohl nicht. Hey. Okay, nächster Kampf, bitteschön. Ja, sowas hasse ich ja ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das hasse ich ja auch. Dass die Gegner oftmals einfach Gogeta und Vegeto nehmen, na egal. Das ist ein kleines Problem, aber dass die Gegner irgendwie abhauen, weil sie merken, oh nein, der andere führt uns so. Also, na, ich weiß auch nicht. Egal. Könnte ja auch sein, dass er irgendwie einfach rausgeflogen ist und er gar nicht das absichtlich gemacht hat. Könnte ja auch sein. Muss man ganz fair sein. Deswegen, der erste Fight mit Broly. Ich dachte mir so, wenn der Gegner immer Broly nimmt, nehme ich jetzt auch mal Broly. Gegen Vegeto, okay. Ihr seht schon, geht besser als auch schon. Normalerweise bin ich gegen Vegeto immer ziemlich fehl am Platz. Was er noch werden kann. Oh, da Kick in den Magen, Mann. Nein. So, jetzt aber, komm schon. Gut, Combo. Komm schon, Magen, geht doch. Und jetzt, super Angriff-Move. Ist auch eine nette Kombi, Leute. Immer zuerst die Verteidigung durchbrechen. Uah. Verdammt. Ja, die Verteidigung durchbrechen und dann den Superangriff machen. Oh, das ist der Kreis-Move. Der ist ja auch nice. Broly, du gefällst mir langsam, Kumpel. Finisher-Schild. Okay, Vegeto. Vegeto gegen Broly wäre natürlich ein interessanter Fight, auch mal im Manga, beziehungsweise Manga sage ich schon, natürlich im Anime oder mal so filmmäßig zu sehen. Es gibt sogar einen Fan-Manga, wo die beiden gegeneinander fighten. Vegeto gegen Broly, tatsächlich, und ich sage euch, der Fight ist extra klasse. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber man sieht dabei auch Formen von Vegeto, die man bisher noch nie gesehen hat. Die man aber, wenn man bedenkt, dass ja Vegeto eine Fusion aus Goku und Vegeta ist, eigentlich logisch sein sollten. So, jetzt reißt aber lang hier langsam. Fallenschütze, was soll das sein? Ah. Kugelgewitter, alles klar. Löschkanone. Und das ist der andere Move, sehr schön. So, jetzt mache ich aber dringend Energie. Na, kommst du, boom. Nein! Weg der Broly, weg der Broly! Broly, aua, kann nicht ausweichen. Jetzt! Ha, geht doch. Seht ihr, Freunde, wenn die Verbindung toll ist, dann haben wir da kein Problem zum Auszuweichen. Und tschüss. Ich kann auch wieder mal so richtig Ablock-mäßig machen. Also sprich, das irgendwie ist ja auch ein Ausweichen, dass der Charakter halt einen Energieball oder Energiestrahl, je nachdem halt, nach links und rechts abweichen lässt, oder? Abweichen, abstrahlen lässt, wie auch immer. Das gibt es ja auch bei Watching Blaze 2. Versuche ich auch teilweise, aber irgendwie offline, offline sage ich schon, online funktioniert es irgendwie nie, offline schon. Schon seltsam, oder? Broly blocken. Da sind nah dran. So, Löschkanone und bam, voll erwischt. Ja, relativ ausgeglichen, wa? Oh nein, nicht Nachbildschlag. Das ist das, was ich denke, dass es ist? Es gibt Nachbild und es gibt wilder Sinn. 3-4 Mal, ist das euer Ernst? Ist das Nachbildschlag? 3-4 Mal hintereinander ausweichen? Alter! Ach, deswegen sagen immer viele, dass mit Vegeto-Spielen unfair sei. Alter, kannst du mal aufhören? Ey! Dacht mal ständig aus. Hallo, Kumpel? So, jetzt hab ich dich aber. Ja, geht doch. Alter, würde ich schon sagen, nee, treffen gar nicht mehr. Jetzt die Löschkanone hinterher. Nein! Wieso fällt der jetzt einfach runter? Mann! Das ist so ein schöner Move. Broly blocken. Hast du wieder einen Nachbildschlag? Okay, ich brauche legendäre Superpower. Übrigens eine Frage, wieso Broly als Super Saiyan überhaupt hellblaue Augenhaare? Nee, wieso hat er hellblaue Haare? Das gibt keinen Sinn. Oh nee, so ganz knapp, den beinahe den gehabt, Leute, beinahe.
So, noch einmal. Jetzt aber zum Schluss noch mit Buu, der Golden absorbiert hat, gegen Goku. Ja, das könnte interessant werden. Okay, Buu, Golden absorbiert. Mal schauen, was der also drauf hat, Leute. Und, oh, hinter ihm und... Flieg erstmal, was? Tja, habe gesagt, ich habe trainiert. Verbindung ist gut, deswegen geht auch das Ausweichen. Naja, manchmal. Ja, ich hab's erwähnt. Ja, manchmal geht's, manchmal nicht. Das ist immer so eine Sache. Beziehungsweise manchmal funktioniert es erst beim zweiten und dritten Mal Angriff und dann beim dritten... Der war nicht schlecht, Alter. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass der durchkommt. Eigentlich ist ja logisch. Mann, was habe ich gerade überlegt? Oh. Wow. Ausweichen, wow. Und er blockt ab, ja. Ziemlich ausgeglichen, obwohl er nur normaler Saiyajin ist, also von dem her. Oh. Ich hab nichts gesagt. Zweifach, willst du mal verarschen? Du hast locken einen dreifachen, Kumpel. Guck mal hinter dir, boom. Jetzt hau ich dir in die Fresse. Oder er mir. Nee, ich dir. Alter, warte plötzlich raus. Achso, er hat wilder Sinn. Nee. Oh, wilder Sinn ist auch sowas. So, jetzt aber, bevor er wilder Sinn aktivieren kann. Jetzt wäre aber schneller, Alter. Boom. Und Spirale. Ja, Piccolos Move. Ich meine, der Buu hier heißt zwar nur Goldings absorbiert, aber im Prinzip ist es ja auch noch Piccolo. Na, das war der andere Move. Die Ballattacke. So, wo ist denn Gohan? Ich brauche ein neues Moveset. Komm zu mir, Kleiner. Ja, kann schon sein, dass du der stärkste bist, Buu. Der stärkste Buu. Der stärkste Buu. Der hässlichste Buu. Aber der best angezogenste Buu. Na, warte. Mann, ausweichen! Ich hab ganz vergessen, dass Goku doch diesen Move hat. Ich hätte hindring lange sollen. Au. Ah, na egal, haben wir genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit, Freunde. Hallo? So, geblockt, jetzt bist du am Arsch. Tschüss. Oh, da fliegt er, wie er schön davon fliegt. Wow, komm her, Goku, komm her. Bäm, und da fliegt er schon wieder. Ich weiß, ich könnte hindern gelangen, Freunde, aber ich will was testen. Und jetzt. Goku sieht ja richtig lecker aus als Schokolade, wa? Oh, hätte besser nicht gesagt, ist das so. Oh, das ist auch eine coole Kombo. Und tschüss. Was? Ich bin ausgewichen, hallo? Was ist denn eine Scheiße? So, geht doch. So, Freunde, das war's für heute mit Wedging Blaze 2, der Start der zweiten Staffel, würde man sagen, einigermaßen gut gelungen. Noch kurz was zum Ende. Falls ihr denkt, dass mit dem Intro ist eine gute Idee, dann würdet ihr das gerne beibehalten. Wenn nicht, dann lasst das halt für künftige Parts, gar kein Problem. Und ja, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Wie bereits erwähnt, der Wedging Blaze 2 kommt jetzt häufiger, sprich zweimal die Woche, Samstag und Sonntag, genauso wie Naruto auch Online-Fights. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Let's Fight Online Dragon Ball Wedging Blaze 2, die zweite Staffel. Bis dann, ciao zusammen.